Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Fetz, Let's Zuck, Let's Schlacht Shogun 2. Wir sehen gerade oben dran, oder auch nicht, achtet euch nachher mal drauf, oben steht Xtus 19 gegen den Shade of Myself. Ich bin da gerade noch so ein bisschen die Einheiten am Vergleichen, welche Kavallerie ist jetzt für was gut und so. Da seht ihr einerseits im oberen Bereich, was für eine Nahkampfstärke, was für einen Ansturmsbonus, was für eine Rüstung, was für eine Moral etc. Und unten Stärken und Schwächen. Ja, zum Beispiel gut gegen Infanterie und Kavallerie. Die sind sehr gut gegen Kavallerie, weil sie Speer haben. Oder da muss man halt so ein bisschen schauen, was man so zusammenmixt. Ich habe mich jetzt für die entschieden, die Speer tragen, die normalen. Und die normalen Katana-Schwerter, weil es einfach Schere, Stein, Papier mässig einfacher ist. Das Ganze so unübersichtlich. Da habe ich leider noch keine neuen Bogenschützen. Das sind immer noch die ersten Bogenschützen, die es gibt. Da muss ich auch noch mal schauen. Die sind gut gegen Kavallerie. Die sind schnell und wirksam Angriff, auch gegen Kavallerie. Darum nehme ich die. Da bin ich nie sicher, wie gut sind jetzt echt die, weil sie haben 15 Moral. Das ist extrem gut. Und die sind einfach schnell. Da habe ich mich dafür entschieden, dass ich je einen nehme. Einfach mal so ein bisschen zum Vergleichen. Ich bin eigentlich bereit, so. Ich habe leider nicht gesehen, dass er unten rechts Nebel angekreuzelt hat, sonst hätte ich dort Nein gesagt. Da haben wir überlegt, ja, soll ich jetzt die Folge gleich noch ändern? Ja, ja, und jetzt? Ja, ich habe zwar Bogenschützen. Ja, ich habe das. Ja, ist schon gut. Ist halt immer so ein Abwägen, oder? Ja, das Iquainoa-Dorf. Ah nein, ich glaube, wir sind nachher am Fluss, er steht immer nachher am anderen. Und hört ihr jetzt das Lied? Ich sag mal einen Moment nicht, das ist das Lied, das ich gemeint habe. Das motiviert mich immer sehr, das Lied. Ich weiss nicht wieso. Jo. Ah, die Japaner. Jo. So, komm. Fangen wir an. Ich bin eigentlich bereit. Jetzt ist der Shade bereit, aber er hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es da unten einen Sex-Chat gibt. Dort. Ist gerade vorbeigegangen. Wo? Wo? Also ja, ganz oben. Ah, da ist er ja. Sehr schön. Sofort reingehen. Mal alle zusammenschreiben. Ah, ich weiss doch auch nicht, was ich da wieder überlegt habe. Jo. Alles fit. Ja. Raus und los geht's. Ja, ja, da sehen wir die Karte. Aber eigentlich ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, man kann da die Hügel gar nicht wirklich nutzen. Man muss nämlich sowieso führen stürmen zuerst und sich die Teilers, wenn möglich, beschaffen, da, die Bonus-Dingers. Ja, es ist aber auch recht schwierig, so eins zu bekommen, ohne dass man angegriffen wird und wieder muss die Einheit davon schicken oder in Angriff schicken, weil dann geht das wieder runter, das Eroberte. Also wisst ihr, dass man bis es ganz voll ist, steigt es langsam und wenn man dann angegriffen wird, geht es wieder runter, logischerweise, weil es nicht mehr am Erobern sind. So, ich habe mich eigentlich da für etwas ganz Einfaches entschieden. Zuerst mal einen Überblick verschaffen über die Armee, wo ist was, okay, Bogenschützen, ja, ja, gut, gut. Und die Armee einfach durch zwei teilen. Das habe ich früher gerne gemacht, das mache ich jetzt noch gerne. Zack. Die kleinen Bäume, jetzt seht ihr unten 3 grüne Einheiten, also oben dran ein grünes Kreisli, die sind versteckt in den Bäumen. Die seht ihr erst, wenn er sie angreift, wenn ich ihn angreife oder wenn sie sich bewegen.
Also, wenn sie rennen. Wenn sie laufen, sie könnten ganz langsam durch den Wald durchlaufen. Es wird niemand sehen. Zum Teil recht vorteilhaft. Da habe ich jetzt noch gefunden, also gut, ein Bogenschütze mehr da hinten, ist schon gut so. Ja. Und komm, jetzt stressen wir den Harb ein bisschen. Weil wenn der eine Gefecht startet drückt, dann hat der andere nur noch 1 Minute Zeit. Da also, haben wir es übergelernt. Du, ich stress ein bisschen deine Eier, ist gut. Also ja, was denn? Schau mal die Zeit. Oh nein, oh nein, oh nein! Aber er ist dann eigentlich auch recht schnell fertig geworden, also von dem her. Ich glaube, es war nicht allzu schlimm gewesen. Nicht allzu viel Terror habe ich gemacht. Weil jetzt dann gesehen, er ist auch schon parat. Gut, die Ruhe vor dem Sturm, sage ich da immer. Ist so ein bisschen wie ein gegenseitiges Abtasten, bevor es dann wirklich losgeht. Wo hat er seine Einheit? Aha, leichte Kavallerie, okay. Also komm, wir gehen halt links über, wir können dann immer noch Zangen machen, habe ich gedacht. Da gehen wir einfach die Mitte, das ganz rechts ignorieren, weil er hat die Hauptarmee in der Mitte, habe ich gesehen. Einfach mal vorgehen. Die Kavallerie kann die Punkte leider nicht erobern, sie müssten absteigen dazu und dann verlieren sie einfach ihre Dinge. Da habe ich gesehen, okay, er hat die Lichtkavallerie mega weit draussen. Ich habe Yari-Kavallerie. Sehr gut gegen andere Kavallerie. Also der erste Ausfallangriff. Wieso nicht? Ich meine, ich kann ja nur gewinnen. Nach dem Scherenstein-Papier-Dings bin ich besser dran. Und wenn er keine Speereinheiten zur Unterstützung kann bringen, umso besser. Ah, die Lichtkavallerie stürmt gerade rein. Bam. Meine Yari-Kavallerie ist ein bisschen langsamer, aber ich habe Taktik. Schaut jetzt, was ich mache. Links vorbei. Das heisst, ich schneide ihn ab von der Armee und schaut, was passiert. Moral sinkt. Bam! Die jetzt nicht mehr wirklich motiviert kämpfen, werden einfach abgeschnetzelt von meinen Speer. Da habe ich gefunden, okay, holen wir es mit dieser Speereinheit. Die dort sind nämlich aufgerieben, die erste ist schon weg, die zweite auch. Also gut, er hat zeigt Kavallerie weniger, Flanken weniger. Da mache ich ein bisschen einen Fehler, finde ich. Also nein, ich opfere einfach die Lichtkavallerie, um seine Linie dort aufweichen. Das ist nicht schlecht. Weil leichte Kavallerie, ja, sie sind gut für am Anfang, eben für so einen Ausfallangriff oder irgendwie so etwas. Die uns heimtückisch aus dem Hinterhalt angreifen sollen. Wenn ihr seht, dort habe ich gerade die Speereinheit ein bisschen isoliert. Sie ist am Abrücken. Mal schauen, ob es besser klappt nachher. Meine Bogen sollten eigentlich dort drauf schiessen. Ups, dann habe ich gerade umgedreht, aus Versehen. Da warte ich einfach mal. Er hat zwar das Bogentor schon jetzt erobert, aber mir egal, wie ihr seht. Die Speereinheit ist isoliert dort. Es ist schon mal nicht schlecht. Da die Lichtkavallerie habe ich leider zu spät gesehen und sie trifft gerade noch extrem meine Bogenschützen. Aber die anderen sehe ich dort. Kann. Da habe ich einen Fehler gemacht. Habt ihr gesehen, den Pfeil? Meine Bogenschützen sind nicht zum Führen laufen. Das war schlecht gewesen. Da ist gerade meine Lichtkavallerie geflüchtet. Eigentlich nicht so schlimm, aber ich bin trotzdem ein bisschen ins Zittern gekommen. Es ist immer so, oh nein, Mannenflucht, oh nein! Das ist immer extrem schlimm. Und darum schicke ich dort meine Yari-Kavallerie auf seine Schwertkämpfer, was ein Riesenfehler ist eigentlich. Aber von links fange ich an, das Netz zuzuziehen. Und da eben meine Bogenschützen, das war voll der Fehler gewesen. Die haben eigentlich sollen angreifen und nicht führen laufen. Whatever. Da, Yari gegen Yari. Mal schauen, wer die bessere Moral hat. Okay, da, seine Kavallerie ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Unser Da ist mein General.
Leichter Fehler. Es kann es aber auch bringen, um ihn aufweichen. Schaut jetzt, da kommt die Einheit hinten rein. Leider merkt er es und zieht sich wieder zurück und formiert neu. Ja. Die Ruhe vor dem Sturm ist vorbei. Die Armee sind aufeinander prallt. Ups, gerade ein bisschen Lags gehabt. Da eins Getümmel, also eine riesige Armee auf einem Haufen bei mir. Es sind etwa 4-5 Einheiten, gerade hinten dran 3-4 Bogenschützen. Ui, also bei mir auf dem Bildschirm laggt es gerade ziemlich. Ich hoffe, nachher im Video ist es nicht so. Aber das kann ich jetzt halt nicht mehr ändern. Okay, seine Yaris sind ziemlich sicher am Flüchten dort. Sehr müde sind sie auch schon, wahrscheinlich sind sie mal noch gerannt. Ah, die haben da meine gleiche Kavallerie verfolgt und alles, ja, ja. So. Yaris, das ist eben blöd, da kann mein General nichts machen. Der geht da über, wo Katanas sind vor allem und Bogenschützen. So, wie sieht es jetzt da aus? Ah, super, du blöder Norton, hau mich nicht weg vom Bildschirm, wenn ich da auf Zelle bin. Okay. Ja. Dort habe ich es auf jeden Fall. Sie habe ich wegschlagen. Jetzt werden seine Bogenschützen noch bearbeitet. Viele Einheiten sind am Flüchten. Sein General ist mitten drinnen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss meinen General holen. Sofort angreifen. In einen Kampf verwickeln. Jetzt hat er meinen General, glaube ich, gesehen. Ah nein. Oder doch? Ich weiß gar nicht, was er machen wollte. Auf jeden Fall brauche ich einfach Zeit, bis meine Katanas da sind. Nicht, dass er mir noch abhaut. Ihr seht, mein General ist schlechter im Nahkampf als seine. Das heisst, ich werde viele Einheiten verlieren. Die muss ich schnell abfangen, bevor sie ihm Unterstützung bringen können. Mit denen komme ich von hinten. Und von der Seite. Da komme ich wieder Bogenschützen, die muss ich auch wieder aufhalten können. Und schnell weg mit meinem General. Katanas sind da. Schön fein habe ich davon geschlichen, weil irgendeiner hat gefragt, hä, wo ist jetzt dein General her? Und in dieser Zeit war er schon von 4 Katanas umzingelt. Das war ein guter Zug von mir. Ja. Da haben wir noch Bogenschützen, die wieder zurückkommen. Aber gegen Katanas können die wirklich nicht viel ausrichten, ausser sie sind noch weiter weg. Aber das sind sie nicht, sie sind gerade da. So, General ist geflüchtet oder vernichtet. Eins von beiden, hinten kommen nochmal Katanas auf meinen General los. Egal, die sind gebrochen, also die werden jeden Moment flüchten. Ah, sie flüchten ja schon wieder. So einzelne Armeen, die schon mal im Kampf waren, auf den General schicken, nicht so gut. Dort habe ich einen Kopf von ihm bekommen, schön. Das Mal kommen wir auch EP über. Also wir werden jetzt gerade sehen, was das ausmacht. Die EPs. Ah, noch zur Info vielleicht. Ich will nicht sagen, ich bin der ultimativ Beste. Aber er hat gesagt, er hat etwa 5-6 Stunden das Spiel gespielt. Und ich bin bei 104 Stunden. Also ja. Er hat zwar auch das Rome hat er gespielt, das weiss ich nicht wie viel. Und das Medieval hat er auch gespielt, das weiss ich auch nicht wie viel. Ich weiss nicht, wo die Unterschiede sind. Vielleicht habe ich mehr Erfahrung, aber ich bin nicht sicher. Ich will auch nicht mich als besseren Typ herstellen. Weil wir werden es in der nächsten Schlacht sehen. Es kann sehr schnell ändern. 171 EP. Jo. Ein Fähigkeitspunkt. Da gibt es noch jenste Belohnungen. Jo.
Das ist ein neuer Bezirk, den man auf der Multiplayer-Map erobern kann. Ich weiß nicht, ob ich es mal herzeige. Ich glaube, ich habe es jetzt rausgeschnitten. Es gibt ganze Japan-Karten und wenn man ein Mehrspieler-Gefecht gönnt, kommt man dort eine Provinz über. In dieser Provinz hat es verschiedene Einheiten. Jetzt habe ich neue Naganato-Samurais bekommen. 2 neue Gefolge, ein neues Rüstungsteil und einen Veteranenslot freigeschaltet. Jo! Und da einfach noch so eine Ausspielung. Da. Meine Mönchseinheiten sind gut gewesen, die haben mich begeistert. Die taufe ich gerade. Oh ja! Wieso? Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe auch eine Kavallerieeinheit. Und die heisst jetzt einfach Kavallerie 1.